Nun zusammen und alles klar soweit. Beim letzten Mal sind wir ja in die Kristallhöhle gestartet und dann gucken wir mal, wo wir da heute rauskommen. Viel Spaß. Wir sind beim letzten Mal ja durch dieses komische Archiv hier gehupst und das war, sagen wir mal, nicht ganz so straightforward, ja. Eher so ein kleines Labyrinth, aber egal, wir sind jetzt zumindest durchs Archiv. Und jetzt müssen wir in die Kristallhöhle und da haben wir das letzte Mal schon damit gestartet. Das heißt, machen wir jetzt weiter. Da würde ich sagen, gucken wir mal, wie das läuft. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nochmal zu dem einen Bossgegner kommen, den wir vorhin schon, also am Samstag nicht gepackt haben. Dass wir da vielleicht von der anderen Seite kommen oder so und wir dann irgendwie mehr Chancen haben. Ja, warten wir es mal ab, ne? Also, viel Spaß und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Vielleicht probiere ich noch einmal die Keule aus, weil die Kristallgegner ist hier, glaube ich, meistens so, dass die so Hammer und Keule und so ein bisschen anfälliger sind. Wobei ich sagen muss, also das ging jetzt eigentlich mit dem Speer, ne? Oder? Oder was gedroppt? Die Frage, wie mir das hier am geschicktesten angehe. Am liebsten wäre es mir, ich könnte die Gegner so ein bisschen umgehen, aber es wäre ja 8. Ah, jo. Hätte er seinem Kollegen auch mal was abziehen können, wenn er durch schon drauf schwart, ne? Wow. Nein. Jetzt ist er weggesprungen. Seit wann mache die dann sowas? Gleichzeitig. Wie unschön. So, also ich finde halt den Speer deswegen so cool, weil der halt auch auf engem Raum relativ schön straightforward geht, sozusagen. Aber ich schätze, dass ich die zwei da noch machen muss, dass die mir nicht ins Kreis gehupst kommen, ne? Ja, einer hätte gereicht, ne? Alter, du doch bitte einfach denen du anvisiere, statt dass du immer die Kamera wechseln durch. Ja, es ist jetzt halt schon ein bisschen blöd. Jetzt sehe ich natürlich nichts wie im Baum. Das ist natürlich besonders gut. Wow, da hat er wieder die Langkeule rausgeholt, allebei. Da habe ich allebei ein bisschen Glück gehabt. Irgendwie habe ich in so einem Loch drin gestanden, wie er diese Kristallattacke gemacht hat, ne? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber es hat irgendwie dazu geführt, dass ich nichts abgezockt habe. Das ist natürlich wunderbar. Du müsst jetzt eigentlich irgendwo meine Seele liegen, genau. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, wie ich da jetzt am geschicktesten. Ah, okay, da haben wir Platz. Da haben wir Platz. Jo, das Problem ist, jetzt ist natürlich wieder die Geschichte, wie du den jetzt so in dem engen Gebiet ausweichen, ne? Gar nicht Glück gehabt. Der hat schon nicht zweimal gestaggert, wie er gerade eklige Angriffe machen wollte für die Stelle, wo ich war. Von daher habe ich schon ein bisschen Klick gehabt, aber wir nehmen alles Klick mit, was wir finden und kriegen. Ganz klar. So, da geht's runter. In den Tod. Also wir müssen wohl eher den langen Weg nehmen, würde ich sagen.
denn das da unten Gas? Hängt da was an der Deck? Die komische Schmetterlinge da, gehe ich mal davon aus. Die haben uns auch wahrscheinlich nicht so gern, hä? Ist da unten, ist das Leuchtfeuer? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, jetzt ist natürlich wieder die Geschichte, ne? Wenn der jetzt gleich aufwacht und angreift, war das nicht immer ein Bossgegner ganz am Anfang. Wie kommt man da drüber an, ne? Das sind immer so die Geschichten, ne? Wo du dann halt nicht weißt, wie du dann zu den Fleck kommst. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo... Du siehst halt nicht, wo du langlaufen kannst und wo nicht. Das hat die jetzt wirklich so aussehen, als könnte die Stadt noch stehen. Ja, nee, Überraschung, konnte ich nicht. Es könnte so am Frier sein, so Scheiß. Das ist, in dem Spiel wird Forscherdrang auch generell nicht unterstützt, muss man halt auch mal sagen. Sowas von ärgerlich. Jetzt müsste ich halt eigentlich wieder alle gar von neu machen, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, da hinten im Deck war doch auch einer. Den habe ich ewig gar nicht mehr gesehen gehabt, ne? So. Der andere hinten schläft, dann das gut. So, jetzt kommt du der, okay. Die wahre Armut zu zweit, ne? Ja, da habe ich Glück gehabt, da war der grüne Balken nämlich leer. Das war jetzt Dummluft. Ja. Ich schon gerade auf Springe gedrückt, Herrgott noch mal. Das ist immer ärgerlich, wenn man auf Springe drückt und dann passiert nichts. Ich weiß nicht, das wahrscheinlich leidet es dann immer dran, dass in dem Moment gerade mein Grün leicht leer ist. Aber ich kann ja auch nicht immer auf alles achten. Ich muss hier gucken, dass ich den Schläge ausweiche. Ja, tot, ne? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Guck mal, da hinten steht auch noch einer. War da nicht irgendwo der Abgang? Ah, ich glaube da in der Mitte, hä? So, ne? Ja, jetzt kommt wieder die blöde Stelle, ne? Wo wo es so ein bisschen eng ist und dann der Riese da angehupst kommt. Ja, tschüss, genau so gefällt mir das. Einfach so lange gepiekst, bis er freiwillig in den Tod gegangen ist. So muss das sein. So, jetzt gehen wir du besser nicht mehr links oder rechts vorbei, hä? Aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich da drauf kommen soll. Jetzt ist natürlich die nächste Sache, geht's so weiter, hä? Du kennst, jo doch, du geht's runter, okay. Ja gut, du kennst vielleicht irgendwie rüberhupsen, aber es ist halt, weißt du, dann machst du das, weil du denkst, das kennt. Und dann bist du tot.
Weil du jetzt natürlich nicht siehst, wo kann ich an, wo nicht. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es da vielleicht nicht weitergeht. Eventuell aber hier wieder so unsichtbarer Pfad ist, wie das schon im Elden Ring der Fall war. Und das war doch, glaube ich, auch in dem ähnlichen Gebiet bei der Pfanne der Fall, ne? Ja, das so kann ich mir wieder vorstellen. Ein Weg voraus, ja, mach Sache. Aber die komische weiße Dinger, die fallen durch hier durch, ne? Oder? Ja. Es ist jetzt halt dann irgendwann die Frage, sollen wir es riskieren, einfach gerade auslabe? Oh, der Do ist wischt, hä? Guck mal, der hat eine ganz andere Farbe, ne? Da gehe ich mal davon aus, der wird gleich hier eine Bese reinhauen und vor allem guckt der an, wie viel Platz du hast. Am liebsten tät ich an ihm vorbeilave und abhaue. Nein. Oh, fuck. Nein. Ja, doof leicht. Zumindest besser wie du Pfanne, glaube ich. Ah jo, und er das gesehen, wie der sich das Kreuz dabei ausgehoben hat. Ja, natürlich. Der lässt sich auch nicht beeindrucken von meinem Speer. Ich sehe ihn halt auch nicht, wie ich da hinten hupsen kann, ne? Ich schon nur Springe gedrückt, da die kleine Balge war leer. Ja, jetzt hätte man nur noch 3 Flakköcher, ne? So schnell geht's. Ja, jo, ne? Steh schon wieder da. Wo geh ich jetzt an, ne? Ja, du. Kenne mir. Du dazwischen runterhupse. Man kann du also den Pfeiler hochgehe, aber das ist ja auch ein bisschen weit, wenn du rüber springen, oder? Ich muss sagen. Also am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einfach hier geradeaus runter springt, oder? Ich rede nicht stehen von da oben. Ist jetzt irgendwie eine Luftstecke geblippt, weil du so weich wieder ist, oder was? Ja, du dazwischen wieder nicht durchschießen können, oder? Ja. Hm. Okay. So, ich nicht gesehen, wo er angeschossen hat. So, da hätte ich jetzt gedacht, geht der Weg lang, oder? Gleich fällst du tief. Ja, danke fürs Gespräch. Ist das überhaupt gewollt, dass man so lang geht? Ja, okay. Das ist jetzt so die Geschichte, ne? Also, du geht noch. Du nicht. Du wird auch noch gehen. Aber wo soll es denn da hingehen? Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich dort drauf springen, oder?
Aber du scheinst ja irgendwie lang zu gehen dann, ne? Ich meine, die Dinger, wo du von der Deckfalle, die tun dir schon so ein bisschen ne, aufschlagen und so kleine Staubwolken machen. Aber ich traue denen nicht so. Also dann kommen wir 2, 3 Pfeile. Hä? Ja gut, wahrscheinlich geht's jetzt einfach. Uff. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du rüber geht. Das ist so Nerve, ey. Meine Hände sind schon ganz schwitzig. Und vor allem hätte ich unheimlich gern jetzt noch mal ein Leuchtfeuer. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich jetzt keinen Bock habe, wenn ich sterbe, den ganze Shit noch mal neu machen zu müssen. Ich bin jetzt aber nicht irgendwie wieder ganz am Anfang, ne? Das wäre jetzt die Krönung. Eben im Kreis gelaufen. Ja, ich versuchte ehrlich gesagt mal so ein bisschen Vorsicht zu machen. Das ist irgendwie Qualle, hä? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Kommt die jetzt auf mich zugelaufen, hä? Es sind eher so Krebse, ne? Okay. Ja, Muschele. Shit, ey. Irgendwie hinhauen die ja auch nicht, ne? Noch einer, komm. Sind aber auch eklig. Aha, kannst du was looten? Läuterungssteine, das ist schon mal nicht schlecht. Ja gut, die Läuterungssteine werde ich dann brauchen für den Bossgegner, weil der tut dich ja quasi verfluche mit seinen Kristalldinger. Aber... ich hätte halt wirklich unheimlich gern... Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich hätte halt unheimlich gerne Leuchtfeuer. Ja, am besten ist, ich mache 2 Schläge. Der war nein. Ach, fuck. Ja, da haben sie dann doch Reichweite mit ihrer Geräte, hä? Ja, wenn er so runtergeht, ne? Das ist halt eigentlich ein guter Moment, aber es ist natürlich auch gefährlich, weil das quasi so kurz vorm Angriff ist, ne? Ah jo, das Lächelchen was du genommen hast, das war gerade für die Katz, ne? Sind da hinten noch mehr? Nee, also Sackgas. So, was mit der? Das ist noch ein Läuterungsstein. Oder kriegst du jetzt gar nichts? Das sieht jetzt wirklich so aus, als würde mir das Ding gar nichts geben, ne? Das ist jetzt natürlich dann wieder sehr enttäuschend. Ich könnte jetzt natürlich noch Menschlichkeit nehmen. Aber ich sehe ihn jetzt von hier 8K Leuchtfeuer. Was glitzert da hinten? Das ist auch komisch, ne? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man die mit Pfeilen machen kann? Ich weiß nicht, so die allergrößte Reichweite haben sie ja nicht, aber...
Wenn ich den quasi immer so ja, so staggere kennt, wenn er quasi also im Schlaf unterbreche, dann wäre, ja, ne, aber wenn du dann Amos Timing nicht richtig hast, dann hast du direkt die Arschkarte gezogen, aber so richtig. Und ich schon halt auch nur noch 2 Menschlichkeit, ne, also so wirklich viel zu holen ist du nicht mehr. Gut. Ja, ich bin noch weit genug weg von unten den Helden. Gut, ich komme halt jetzt wirklich nicht drum herum, so Menschlichkeit zu nehmen, glaube ich. Ach, wenn ich es nicht will, aber ich hatte halt da oben einfach zu viel Flakons verbraucht. Guck mal, der von da hinten hat mich gesehen, der da vorne nicht. Das ist doch auch nicht mehr normal, oder? Die Frage wäre, ob mir die vielleicht das Schild zum Einsatz bringen könnte. Ach. Scheiße. Hey, jedes zweite Vieh gibt da was, oder was? Hä? Haben sie halt gut abgezählt, ne? So wie, wo ist das? Beim Überraschungsei, ne? In jedem 7. Ei oder so ähnlich. Ach, zu weit weg gewesen. Das ist, finde ich, manchmal echt schwer einzuschätzen, wie nah oder wie fern du jetzt bist, ne? Ja, den habe ich kommen gesehen. Ja. Funkelt die da nicht. Naja, gut. Ob das jetzt mal bevorzugt die Wahl war, weiß ich ja auch nicht. So, dass so mich der Letzte im Bunde sind, oder? Ja, da war ich zu weit weg, ne? Da hat es nicht geklappt. Ach, gleichzeitig, aber der war ein Tick schneller, ne? Boah, wie hat er denn den Dreher jetzt gemacht? Das war jetzt riskant, aber jetzt musst du mal ein bisschen Risiko gehen, alleweil. Ja, der gibt auch nichts, ne? Ich bin fast tot. Hoffentlich kommt nicht noch einer von denen. Ich hätte jetzt echt gern Ort der Gnade. Also Leuchtfeuer heißt das jetzt da. Und du mit dem Neville, das sieht doch auch wieder so aus, als gibst du auf die Ohren. Ich trau der ganzen Geschichte halt echt nicht. Ich habe halt Anime so viel. Ach, jetzt aber Kate Bossgegner jetzt, oder? Also das wäre jetzt echte Frechheit. Alter, hopp. Du musst ich doch jetzt irgendwo... Ja, das hat dir kein Wert. So muss ich doch jetzt irgendwo was über sie hören, oder nicht?
jetzt gleich nochmal durchgehen und müssen halt nochmal genau gucken, ob wir da irgendwie was übersehen. Aber ich meine, jetzt wäre mir aufgefallen, oder nicht? Wir haben halt auch, ja, wir kennen da halt auch jetzt nichts großartig aufleveln, ne? Gut, den Bobo können wir aufleveln. Das ist natürlich immer gut. Jetzt ist das hier Großbogen, ne? Kann ich jetzt überhaupt noch mal Pfeile benutzen? So viel Unterschied sehe ich jetzt nicht an dem Bogen, ne? Habe ich die Falschwaffe levelt? Kann eigentlich nicht Sinn, ne? Das war schon nie richtig. Aber gut, wenn dann funkelt die dann die Tomayo. Ich weiß jetzt halt nicht. Ah, für die riesenhelle Bade bräuchte man noch funkelt die da nicht. Bräuchte halt noch ein grauer Brocken, ne? Schwarze Ritter, große Axt. Jo, aber das sind halt so Waffen, die jetzt nicht unbedingt meinem Spielstil entgegenkommen, ne? Also ich glaube, am besten investiert ist es wirklich noch in den Bodo, ne? So einfach, damit wir quasi vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt haben wir noch 6.500, dann können wir noch die Ausrüstung reparieren. Wo kommt denn jetzt eigentlich Astroide-Menschlichkeit her? An eins kann ich mich ja erinnern, aber an Astroide nicht. Gut. Auf ein neues. Ich weiß halt wirklich nicht, wo. Ich habe ja schon so ein bisschen geguckt, ne? Aber ich habe nirgends Leuchtfeuer gefunden. Sollen wir unsere neue Bo direkt mal ausprobieren? Ich hätte jetzt gehofft, dass er auf mich zugelaufen kommt. Ja, das ist mir schon wieder klar gewesen. Der war nix, ne? Der war nebendran, aber meilenweit. Gut. Der Hinne soll gerade bleiben, wo er ist. Ja, jetzt kommen sie wieder beide angeflitzt, ne? Naja, solange der Hinnefahrt bleibt. Quatsch. Schön der Halsmess. Schmech. Ach, jetzt kommt der Anna A noch. Reden sie sich nur gegenseitig Treffer. Am liebsten wäre es mir, ich stehe zuerst mal den eine Blattmare kenne. Das Problem an der Geschichte ist so ein bisschen. Und direkt wieder Flakor weg. Dass es dann halt da wieder so asynchron sind, ne? Ich meine, sagen wir mal so, der Vorteil von der Geschichte ist jetzt,
Am besten ist, mir geht gleich wieder zurück zum Feuer. Weil das bringt mir jetzt hier nichts. Blauer Brocke, die immer mit ihrer blauen Brocke, gibt mir grauer Brocke. Die blaue Brocke. Und wenn wir dann schon mal zurückgehen, dann gehen wir gerade an und hauen da so ein paar Seelen auf den Kopf. Wir brauchen da jetzt hier was weiß ich, nämlich großartige Haushalte, denke ich. Vielleicht kriegen wir dann noch 2 Level zusammen. Da kennt man ja theoretisch, naja, in die Waffe vielleicht. Aber ich denke, es wäre am günstigsten, wenn man irgendwie in Ausdauer und Vitalität gehe. Also, stehen ja was Schmähne. Also die andere behalte mir mal, falls wir irgendwo mal bei Schmied oder was komme und dort irgendwie was investieren müsse und gerade so nicht so viel Seele am Start haben, ne? Nervig. Ja, aber du kann ich doch jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das wirklich nicht in Ordnung. Dass ich jetzt da angehe und du 30.000 Jahre lang kein Leuchtfeuer anmache. Ja, wenn ich nur ordentlich treffe, dann ziehst du 204 ab. An der Stelle nur 100 noch was, ne? Von der Oven. Siehst du jemand? Steht gern meine neue Boom ausprobiere. Ja, sieht er jetzt mehr ab? Ich bin geneigt zu sagen, nee. Ach, jetzt muss der andere natürlich auch beigehupst kommen. Wie gehabt, ich bin zwar weggesprungen, aber zu spät. Ach, den habe ich eigentlich schon eine Comics, aber ich war wieder zu gierig. Klicke hat. Das Problem ist halt immer, der holt noch nicht aus und dann drück ich drauf auf Schlag und in dem Moment meint er, ach du, jetzt pass auf, ich schlage doch schon mal das andere überlebt. Und ich schwöre die Scheiße am Hacke, du. Ja, am Baum kann du stehen bleiben, das wäre mir gerade recht. Ja. Ich immer so gute Ansätze und dann tun sie es doch im letzten Moment verkacke. Bis die Klicke hat, aber es war auch ein bisschen Könne dabei. Aber es hat ja keinen Wert, ich muss die ja nur an der machen. Also sonst kommen die mir nämlich gleich auf dem Steg hinterhergelaufen. Und dann habe ich richtig Spaß am Arsch. Und am Arsch ist quasi im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Gut. Sehr gut. Einwandfrei. Hervorragend. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das da unten mache. Und vor allem, wie man das nochmal Leuchtfeuer finde.
Wenn die Alternative wäre, natürlich, wenn man irgendwie Abkürzung hätte. Aber wir haben ja vorhin schon gesehen, dass Abkürzungen in dem Level meistens helfen, dass ich sterbe. Noch einer, komm. Jawohl. Habe ich richtig gut gemacht. Ich bin quasi stolz auf mich. Ja, so kannst du halt, du geht's halt nur in den Tod, fertig. Ich weiß auch nicht, was das so mit den ganzen Schmetterlingsviecher ist. Aber ich will es eigentlich eher nicht ausprobieren. Guck mal. Wissen ja, was ich glaube, dass du auch unsichtbarer Pfad hintergeht. Ah. Ich hab's dir gewuscht. Oh, warte mal. Ja. Okay, das wird dann schon irgendwie funktionieren, ne? Menschlichkeit ist natürlich gut. Ist die Frage, kennen wir uns da so rüber? Ja, okay, gut. Wie war das jetzt hier nochmal? Hier war wieder auch so unsichtbarer Pfad. Genau, hier durch die Mitte quasi. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du konntest mir relativ straightforward darüber gehen. War hier dieser gelbe Typ? Der scheint jetzt nicht mehr zu respawnen, ne? Das ist hier auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Ich meine, aber wenn ich jetzt halt die gleiche Weg laufe wie vorhin. Guck mal, da hinten wäre ein anderer Item. Wenn ich jetzt halt die gleiche Weg wieder zurücklaufe, also hinlaufe, wie ich ewig gelaufen bin, dann bedeutet das halt auch, dass ich wenn ich jetzt da runter hups steht. Dann habe ich jetzt erst überhaupt keinen Plan, wie ich wieder retour komme. Wir sind dann, glaube ich, so ein bisschen da links gelaufen, ne? Ja. Schade, meine Hoffnung wäre gewesen, dass ich nicht quasi da hauen kann, sozusagen. Und er dann... War das so direkt auf die Ecke? Und er dann quasi einfach in Freitod geht. Ich sehe mir eine von da, vielleicht geht das hier von da irgendwie. Da oben, ne? Kommen wir so weit? Ach. Ja, hören sie dann... Warte mal, was ist denn hier? Ach, da waren wir ja schon. Eins ziehen wir ihm ab, aber das ist natürlich nicht genug, wie dass er da und dort einmal gucken, wo was so abgeht. Jo, das kann Track ist er. Ah, hier muss doch irgendwo Leuchtfeuer sein. Das kann doch gar nicht anders sein, oder? Aber ich sehe hier nichts. Also. Ich meine, ich kann da jetzt durchrennen. Ah, jo, aber ich habe jetzt natürlich auch keine Lust, einer da eine halbe Weltreise zu machen, bis ich schon bei dem bin. Ich sehe da aber auch nichts, was irgendwie auch nur entfernt nur im Leuchtfeuer aussieht. Jo, keine Ahnung, wenn nicht, müssen wir dann halt doch ins saure Apfel beißen und da irgendwo schnell durchrennen.
Mir wäre aber Leuchtfeuer schon lieber. Aber wenigstens haben wir noch 10 Flakons. Ja, warum tut denn der sich quasi immer wieder heile? Gibt's da Grund dafür? Ja gut, jetzt sehen ich halt nichts mehr, ne? Ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Was willst du machen jetzt, hä? Und er hat sich ja immer wieder selbst geheilt quasi, ne? Dich mit Hilfe eines Heilers aus Anor Londo. Ich wüsste gar nicht, wo du nur Heiler gewesen wär. Ich meine, mir ist schon klar, warum sie uns die 3 Leute Angst. Zwei. Ganz schön in Unkost gestürzt, ne? Steht sagen, wir gehen nur Anor Londo und gucken mal, was der Schmied da hinten in der Eck vielleicht noch hat. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch immer nicht, wie man den Gegner machen könnte. Ich bin gerade... Alleweil wärst du fast runtergefallen. Ja, ich glaube, wir müssen da runter und dann geradeaus, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wo wir da am günstigsten an ein Leuchtfeuer kommen, um uns wieder zurück zu beamen. Ich glaube, da oben drin war auch eins, ne? Emo komplett durchgerannt, glaube ich. Ja, ich weiß halt wirklich nicht so genau, wie man den Kollege jetzt machen kennt. Weil ich habe den ja ein paar Mal getroffen, aber der hat die dann quasi, hat sich immer wieder regeneriert, ne? So weiß ich jetzt halt nicht so genau, ob man da vielleicht irgendeine spezielle Waffe braucht. Ja, ist halt scheiße mit der Halbenergie leicht. Und da ist du ringeflitzt komme Schmied. Hättest du ihn doch keine Arme sagen. Jetzt haut mal ab, ich will doch Geschäft machen. Jede Stunde ich da wieder rauskommen. Er hat halt einen Haufen von denen Brocke und Steine verkauft. Deswegen wäre so meine Hoffnung, dass er mir vielleicht auch eine graue Brocke verkauft hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann auch sehen, dass ich da sogar schon mal geguckt hat. Aber ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, mir im Klaren drüber war, was für Farbe ich brauche. Das ist eigentlich mehr wie die Halb-TP-Leist, oder? Ja, kann Sinn, dass das an irgendeinem Ring leiht.
Meine Ringe, den kennt man ja schon auch mal gucken, ob man da was austauschen kann, aber ich bin eigentlich mit den Ringen, die ich habe, relativ zufrieden. Gut, ich sage mit den Ringen, wo jetzt lautlos, den kennt man unter Umständen fett machen. Ich weiß nicht, ob der uns so viel bringen tut. Ich bin geneigt zu sagen, nee. Neun ist natürlich nicht viel, ne? Kommt der jetzt wirklich da runtergehupst? Nee, da hinten am Tierchen ist Schluss, ne? Also irgendwie Langbogen 5. Ach, der ist aus den Dings verschwunden. Jetzt verstehe ich das. Und für den Done, was haben wir da für Pfeile am Start? Jo, das muss der jetzt stehen, ne? Ah, ich will ja nichts sagen, ich schon geblockt. Ich habe den Schild offen gehabt. Ach, wie komme ich denn jetzt da am geschicktesten durch? Und was wette man, dass die ganze Geschichte für die Katze ist und ich das nicht kaufen kann, was ich gern hätte? Kennen wir aber den Großbo vom Drachentöter, der wie er heißt, können wir mal ausprobieren gleich. Ob der ein bisschen mehr Schade macht als 9. Pfeile scheinen ja die gleichen zu sein. Oder ich muss halt wirklich den Ritter vorne dran machen, dass ich da in Ruhe durchstehen kann. Da muss ich aber beide machen. Aber ich habe ja keine Lust drauf. Aber ich meine, machen kennt man es ja, also ich sage mal, die Hoffnung wäre ja, dass die nicht mehr so viel aushalle, weil ich schon jetzt auch schon mittlerweile wieder ein bisschen aufgelevelt und alles. Ach. Natürlich geht's nicht mit denen Pfeile. Ja, das ist schön. Habe ich mal hier mein Funkeltier nicht für nichts rausgehauen, ne? Es kennt ja auch einfach drin bleiben in der Licht und einfach ausgegraut sind, statt zu verschwinden. Dann wischt man wenigstens, wo man dran ist. Ich hasse das, wenn die scheiß fucking grün leicht leer ist. Ja, ich schon im Springe gedrückt, genau in dem Moment, wo er ausgeholt hat. Man mischt eigentlich normal. Ich habe doch noch so komische Feuerhüter-Seele, ne? Och, bleib doch nur mit deine 3 Pfote, das wo du bist.
Ah jo, jetzt sind sie beide am Arsch. Samu, ich habe denen doch beim letzten Mal mehr abgezogen. Habe ich da eine Waffe am Start gehabt? Vielleicht, komm, jetzt pass mal auf. Hier, den, so lehnen wir mal ab. Geht jetzt so oder nicht? Hier, F. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Nee. Fluchlösung, Ring. Ja, Ring bricht, wie mach ich jetzt nicht. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Der ist doch ganz nett. Aber der hat 10 Finger und kann nur 2 Ringe anziehen. Das ist doch Abschiss. Großpfeile oder so haben wir halt nicht am Start, ne? Kennt man ja bei dem, wo man jetzt gleich angehen, vielleicht sogar Kave, ne? So, den kennt man eigentlich auch ablehnen, ne? Der wäre mich vielleicht so gerade das Kristallschwert nehmen. Haben wir ja auch ganz Arsch von. Kann man das aufleveln? Wenn man das Funkeltitan nicht braucht. Gerades Kristall. Das habe ich in der Liste gar nicht gesehen, ne? Das wird dann wahrscheinlich nicht zum Aufleveln Sinn. Hätte halt eine CC-Skalierung auf Mai 2 Werte, ne? Sollen wir das mal ausrüsten, nur um zu gucken, wie es ist? Aha. So sieht das also aus. Kann ich jetzt in der Hand natürlich nichts damit anfangen, ne? Wo haben wir es? Jo, das weiß ich, mir probiere es einfach mal aus, wie das so ist. Und dann müssen wir wahrscheinlich nur noch zum Feuerband schreien. Weil wir haben ja jetzt eigentlich auch noch so komische Feuerhüterseele für die Flakos eben aufzuleveln, oder? Ich meine, ich hätte das aber irgendwie ausprobiert und es wäre nicht gegangen. Vielleicht brauchen wir da jetzt 2 davor oder so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich bin gespannt, wie das Schwert du jetzt gleich Rezept. Wahrscheinlich gar nicht. Wenn der Blitzspeer, der hat ja eigentlich 166 normal plus 166 Blitzschade gemacht. Und die Do hat jetzt, glaube ich, 160 plus 95 durch die Skalierung oder so ähnlich. Theoretisch müsste dann der Blitzspeer ju mehr Schade machen, oder? Das fällt mir gerade in, jetzt habe ich natürlich wieder keine Seele, weil ich die nicht verloren habe, ne? Weil das Do sind ja 0. Du, aber das Schwert, das ist gar nicht so verkehrt. Ist natürlich die Geschichte, ne? Ob ich vielleicht mit so einem Kristallschwert gehe, den eine Kristallknilch kämpfen muss.
Und ob das dann vielleicht quasi den Schade macht, den ich brauche. Sollen wir uns doch gleich mal die Beschreibung angucken? Ein kristallisiertes, gerades Schwert, wie es zu der Kristallisierung gekommen ist, ist vollkommen unbekannt. Sie verstärkt den Angriff, macht die Klinge aber brüchig. Lange kann das Schwert nicht verwendet werden, denn es lässt sich nicht reparieren. Aber 60 Schade ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Also so schnell geht das doch da nicht kaputt, oder? Ja gut. Wer gehe ich schnell? E-Punkt weg, ne? Auf der anderen Seite können wir dann auch unser Dracheschwertchen nehmen. Das können wir immerhin reparieren. Wenn ich jetzt wüsste, wo man graue Brocken farmen kann, ne? Dann tät ich einfach mal ein paar graue Brocken farmen und mein Dracheschwert aufleveln. Das tät dann bestimmt schöner Rezept. Ich kann mich nicht dran erinnern, da ich mit den urscherischen Drachenviecher so Probleme gehabt habe. Ich habe die irgendwie so abgespeichert im Kopf wie das Fallobst. Wir sind halt hier ja wieder 4 Stücke Wärme. Nur schon halt die Befürchtung, dass sie mich, wenn ich mich mit dem Schmied unterhalte, trotzdem erwische. Das würde ich gern vermeiden. Also ich weiß, dass der Schmied auf jeden Fall grüne Brocken gehabt hat und irgendwie, ich glaube, weiße. Wahrscheinlich graue halt gerade nicht, ne? War mir aber nicht auch irgendwo... Wo mir die irgendwie, ich glaube, die Schlangen, wenn man die der Schlangen zum Fresse gibt, dann hat die irgendwie umgewandelt, ne? Du müsst mir dann aber mal googeln, wie das aussieht, mit was für Farbe die Schlange was für Dings produziert. Ja, jetzt wollte ich gerade springen, ne? Och, wissen ja was, losen wir gerade mal Ruhe. Alter, wo kommst du dann jetzt her? Rennen wir mal schnell weg. Ich meine, die Flächelger, die können wir jetzt hier einigermaßen über den Kopf hauen, weil... So, jetzt habe ich dem gar nichts abgezogen, obwohl ich den von hinten getroffen habe. Gibt's doch gar nicht sowas. Triggert der, wenn ich jetzt so links so ein bisschen vorbeilaufe. Ah jo. Meine Hoffnung wäre eigentlich gewesen, dass nicht. Noch einer, komm, jawohl. Ach, doch nichts. Schon gedacht, hätte was fallen gelassen. Ach, Geizkrage, du. So, mein Lieber. Ach, den hätte ich müssen treffen, alle bei. Alter, was hat der dann für eine Reichweite? Will ich mich verarschen? Der ist schon hinter an der Wand gestanden. So, der erste wäre schon mal weg. 500 gäbe die eigentliche Witz.
So, bevor da so nervig sind. Hätten wir da vielleicht so ein bisschen die Treppe hochrennen und dann tun sie vielleicht no lose und uns nicht folgen. Und wieder absäbeln. Ja, gut, absäbeln nicht. Ah jo, Blitze schießt du mal, natürlich. Jetzt wärst du doch dem wo noch, ey, Schlag geben können. Herrgott, du wieder noch im Mo. Das war wieder knapp gewesen jetzt, ne? So, war so Schmied. Jetzt du mir was geben jetzt, hopp. Blüpp, blüpp. Ja, dann hopp. So, wir gucken sie erstmal nur Waffe verstärken. Ist jetzt erstmal nichts dabei, was uns anlacht. Ausrüstung repariere, das ist natürlich nicht der Rede wert, ne? Gegenstand kaufen, so. Große Scherbe. Grüne Scherbe, funkelt die da nicht, ne? Und was nicht? Graue Brocke. Riesenhelle Bade. Brauche ich aber nicht. Großpfeile kennt man natürlich ein paar Kave. Ja, nochmal 50. Blitzpfeile, schwerer Bolse, Scharfschützenbolse. Ja. Dann geht die Post ab. Rüstung verstärken. Können wir nur noch schwätzen vielleicht? Ausrüstung umwandeln. Die Zauberstäbe gewesen. Nee, so ist nicht viel zu holen. Ist quasi wieder so, wie ich es gesagt habe, und es ist enttäuschend. Jetzt die Frage, rennen wir Dose Rick oder rennen wir du Dash? Ich tendiere dazu. Ah, du kennen wir uns nicht. Ja. Dumm. Da rennen wir du einfach daran vorbei, in der Hoffnung, dass die zu langsam für uns sind. Ach, und er gesehen, wie er mir ohne in die Achillessehnen durchgezogen hat. He? Da fällt mir in, wo wir jetzt gestoppt sind, da sind ja auch die zwei Menschlichkeiten auch weg, ne? Ach, sowas, was ich nicht verstehe. Da kann ich die Menschlichkeit aufbomben, aber ich kriege sie, also ich kann sie quasi nie mehr retour machen. Ist doch auch scheiße. Also, beziehungsweise, wenn ich dann sterbe, sind sie weg, ne? Dann, wenn wenigstens dann eins weg wäre, wäre pro Tod. Aber ne, direkt alles. Teleportieren wir uns mal zum Feuerband rein und dann gucken wir mal, ob wir die Flakons noch aufleveln können. Aber ich glaube, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich meine, ich hätte das doch mal ausprobiert. Und dann hat sie irgendwie rumgemosert. Scheint brauche ich jetzt 2 von denen Dinger. Ah ne. Gut. Mehr habe ich leider von der Sat nicht. Schwätze kann sie immer noch nicht. Ja. Und dann könnte man jetzt theoretisch wieder zurückgehen. Ich würde jetzt aber wirklich mal interessieren, das gucke ich mir jetzt mal kurz an, wie diese Schlange, ich muss als erstes mal gucken, wie die heißt, dass ich da ordentlich suchen kann, was für quasi farbige irgendwas, die in andere irgendwas verwandelt.
jetzt, es wird der Name nicht mehr angezeigt, ne? Gut, das wird man aber finden, oder? Wenn man das irgendwie, was weiß ich, Dark Souls, Schlange, Feuerband, Schrein. Das kann ich natürlich mal ausprobieren, ob ich das quasi zeigen kann. Ich kriege es jetzt natürlich nicht groß gemacht, weil das dappische Dark Souls direkt sich der Fokus schnappt, wenn irgendwas ist. So. Frammt. Ist das Frammt? Ja, aber da steht nicht dabei. Was für Umwandlungen das Vieh macht. Dark Souls, Frammt. Wenn ich jetzt Brocken noch schreibe oder hinschreibe, Frammt füttern. Eine grüne Scherbe bringt 5 kleine. Ja. Weißer Brogge gibt, jetzt gucken wir mal, grauer Brogge gibt gar nichts. Toll. Weiße Brogge, grüne Scherbe. Blaue und rote Brogge, große Scherbe. Große und grüne Scherbe, kleine Scherbe. Rote Scholle, roter Brogge. Blaue Scholle, blauer Brogge. Weiße Scholle, weißer Brogge. Und was kriegen wir nicht? Graue Brogge. Wenn ich jetzt gucke, was graue Brogge gäbe. Graue Brocken Farmen.
So. Und der war jetzt, jo, wenn ich mich richtig entsinne, den habe ich gar nicht mehr gedacht, ne? Ich habe ja überlegt, sag mal, wo habe ich dann das Reparaturpulver her? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist mir's, wenn es der natürlich ist, dann ist natürlich, du weiß ich ja, wie ich da hinkomme, ne? Wenn ich nicht dabei sterbe. Na, ach, du warst wieder, ne? Und er ist wieder gesehen, ne? Anvisiert. Und dann hat er gedacht, ah ja, komm, jo, ne? Du ist ja gerade kein Gegner, du richte mir uns wo ganz anders da an aus. Da finde ich mich halt weggeschrieben dann. So ging's nuff, ne? Ah jo, kaum do, schon kommt er hergehupst. Als gäb's kein Moje mehr. Dass der sich selbst nicht entflammt hat, ne? Aber so viel ach so, warte, ich schon jetzt den anderen Ring an, wo ich Energie zurückkriege, ne? Schon gerade gedacht, der hat mir noch gar nichts abgezogen mit seiner Brandbombe, bin ich jetzt schon so stark, ne? Aber das ist der Ring, der mir zurückgegeben hat. Ich sag mal so, das ist jetzt insofern schon ganz praktisch, ne? Die kennen jetzt mit ihren Schilder auch nämlich großartig, Dings, ne? So war doch in der Eck war auch einer, ne? Die kennen mit ihren Schilde jetzt auch nämlich großartig Blocke. Kommen die nicht? Na ja gut, dann bleibe sofort. Was war hier noch immer in der Eck? Wo ging's du noch mal an? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich schon jemals war. Wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, dass ich aber doch an die Lader bin ich mal hochgegangen. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo wir da rausgekommen sind, aber die bin ich wirklich mal hochgegangen, glaube ich. So, egal, wir gehen jetzt so zu dem Händler. Wenn ich nicht schon umgebrungen habe. Gute Tag, Babbel nicht. So, Reparaturpulver. Und zwar holen wir da. Ja, holen wir Silve. Und da gucken wir mal, was er noch hat. Ja, der Rest, den er da so hat, der lacht mich jetzt nicht so an. Große Pfeile 50, ne, das ist quasi so der Standardpreis. Weil dann tun wir einfach komplett in Dings gehe, in Reparaturpulver. So. Ich gebe halt die auch wie sagt man? Ich gebe ja halt auch großartig Energie oder so mehr, ne? So, teleportieren. Ja. Ich meine, du kennst uns jetzt zwar alle teleportiere, aber es bringt uns halt insofern nichts, weil ich halt noch immer nicht weiß, wie ich den Bossgegner machen soll. Was wir aber jetzt machen können, ist folgendes. Wir gehen hin. Schnappe uns. Wo haben wir die dann? War das die? Ne, hier, die Kristallhelle Bade 2. Und dann nehmen wir das Reparaturpulver. Blub. So, wie viel haben wir da jetzt? 6 von 20, naja. Hat das überhaupt was gebrungen? Ich meine, 6 von 20 ist jetzt schon wenig. Soll das noch weniger gehabt haben?
Ja, sieht so aus, als würde das nicht funktionieren, aber ich hatte das doch mal mit irgendeiner Waffe eingesetzt, wo das funktioniert hat. Laufst du die ganze Zeit rum für Reparaturbulver zu finden und dann stellst du raus, bringt gar nichts. Das mit der Hellebarde hat ja nicht funktioniert, das heißt, die können wir jetzt wieder beiseite schaffen. Ist die Frage, ob wir hier unser Anna-Schwertchen da nehmen. Wie ist denn das? Dracheschwert, hier. Das Dracheschwert, das hat, glaube ich, ja, das hat 0 Bonus, ne? 160 plus 95, da wäre eigentlich das Kristallschwert doch schon fast besser, ne? Stopp! Wenn ich doch da rauskomme, da kennt er mir doch da wenigstens die 10 Öcke, oder? So, also. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich hab ja ehrlich gesagt keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, da hinten war ja dieses komische, helle Ding. Das musste für irgendwas gut sein. Ich hatte jetzt zuallererst gedacht, sagen wir, das macht aber wenig Schade, das Ding da. Das ist mir mein Blitzspeer aber lieber. Der tut wenigstens die Angriffe raushauen am laufenden Band quasi. Steht hier gerne Blitzspeer plus 5 oder so draus machen. Ansonsten probieren wir jetzt gleich einfach mal durchzurennen, weil schon jetzt keine Lust immer das Clayfeeds heißt zu machen. Das muss hier irgendwie zu machen sein. Ah, fuck. Da müssen wir gleich mal ein ruhiges Plätzchen uns aussuchen, dass wir den Verfluchungsschaden da auf hat kriegen. Ja gut, wenn das natürlich die erste Attacke ist, die sie immer machen, den komischen Sprungangriff, du, dann ist das natürlich kein Thema. Den kriegen wir ja irgendwie ausgewischt. So, pass auf, do ist doch jetzt relativ gechillt. Läuterungsstein. Gut. Jetzt hoffe ich, dass wir da nicht aus Versehen runterpurzeln. Der humpelt doch beim Lava, oder? Der hat sich doch irgendwie die Knöchel verknackst. Was ist denn jetzt? Ist er du so rechts runtergeglitscht und er das ewig sie? Quatsch. Jetzt ist wieder so ein bisschen die Frage, wo war dann hier die Ecke, wo wir hin müssen? Kennen wir da wirklich einfach so, ja doof, die Ecke wollen wir. Gut. Wie ging's weiter? Jetzt ging's da unten durch die Höhlen mit der ganzen Krebse. Aber müssen wir ein bisschen langsam machen, dass wir noch im grünen Bereich sind. Treff mich nicht, treff mich nicht, treff mich nicht. Ach, da ist er noch, der Kollege. Wow. Ah, da hat er gezuckt, da bin ich drauf reingefallen. Und er ist gesehen alleweil. Direkt gezuckt und drauf reingefallen. Das Ding, das muss doch für echt was gut sein. Aha. Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre Waffe, die ich aufnehmen kann. Aha, habe ich mich wohl geirrt? Nein. 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 Wenn ich so ein bisschen neben ihm bleiben möchte, dann trifft er mich nicht.
Weil die komische Kristalldinger, die scheinen da eher nur Pfanne zu hauen, oder? Aber wenn du halt dumm drin steckst, dann hast du halt echt die Arschkarte gezogen, ne? Am besten ist, wenn du so ein bisschen hinter dem bleibst. Ah, nee, fuck. Nein! Nein! Fuck! Nein! Nein! Aber ich bin nicht verflucht worden, das ist schon mal gut. Wir wissen grob, was wir machen müssen. Jetzt müssen wir nur noch uns überlegen, wie wir mehr Schaden machen. Ich bräuchte halt graue Brocke, ey. Ich habe das du jetzt nicht so verstanden. Ich glaube, in Neu-Londo, du kann ich mich auch nicht anbeamen, ne? Ich habe nur Londo. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wo Neu-Londo war und wie ich dort hinkomme. Ich kann mich noch daran erinnern, das war... Wo war denn das? Wo ich noch gedacht habe, ach Gott, wenn das so Neu-Londo ist, wie sieht denn dann Londo aus? Wenn das so kaputt ist alles. War irgendwie so Ruine, habe ich gemeint. Aber ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, wo das war. Das ist ein bisschen blöd. Aber da muss es, glaube ich, irgendwie Untote gewesen sein. Das müsste dann wahrscheinlich dort unten. War das dann dort unten? War das nicht irgendwie die Stadt der Untoten oder so ähnlich? Wo unten die Hunde waren und so. Und hinter der Hinterhofgangster. Also der Hinterhofbossgegner. Ey, mo irgendwie gezuckt oder so, da hast du direkt die Arschkarte gezogen. Es ist nicht zu glauben. Gut, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man einfach so durchrennt, dann geht's ja fast, ne? Aber der Weg ist trotzdem lang. Und beim ersten, ja gut, so an dem kann ich dann auch wahrscheinlich irgendwie vorbeihupsen. Aber es ist trotzdem irgendwie, es fühlt sich nicht so geil an. Jetzt muss ich da wieder ein bisschen gucken. Doch, du ist, ne? Ja. Ich sehe immer die Eckdo nicht so, aber eigentlich muss ich einfach nur geradeaus laufen, ne? Aber ich habe immer noch so im Hinterkopf, dass ich beim ersten Mal, wie ich da durch bin, geradeaus gelaufen oder laufen wollte und mein Boe mir gesagt hat, mach's besser nicht. Muss ich jetzt hinter das Ding wieder kaputt machen oder bleibt das jetzt immer kaputt? Ach, Joses. Ja, komm, die 900 Seele soll er gerade behalten. Hoffentlich verschluckt er sich dran. Wissen ja, wie so, wenn man so Hähnchen isst, welche der Knorre so quer unten im Hals drin stecken bleiben. So kann der doof Hanne meine Seele auch essen. So, jetzt aber. Ja, ich weiß nicht, so irgendwie. Es klappt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich muss mich, glaube ich, echt so ein bisschen mit dem mitbewegen. Nein, 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 stopp. Weil ich habe irgendwie so die Hoffnung und das Gefühl, dass er mich dann mit denen Scheiß mit Kristallsplitter nicht so treffen tut, ne? Das muss doch jetzt irgendwie mal vorwärts gehen, du.
Gibt's doch gar nicht. Hörst du bald auf mich da rein zu stuppen? Ich glaub, es geht los. Wow. Gleich von der Seite. Nein! Jetzt bin ich mittendrin in der Scheiße. Schon wieder. Rennen. Schon wieder. Du musst doch irgendwo ein bisschen platzen. Das ist jetzt natürlich bitter, ne? Weil, ich hab noch relativ viel. Ich hab nur noch 11 Lakirche am Start. Alter! Das ist jetzt nein. Ja, jetzt wird's langsam eng. Ach, das Problem sind einfach die fehlende Ausdauer. Ja, ich habe jetzt Menschlichkeit genommen, weil ich will den jetzt packen. Ach, wenn ich nichts sehe. Noch einer, komm, noch einer. Noch einer, komm. Noch einer. Noch nee. Der war doch tot. Ach, noch ey, so dummer Schlag, ey. Ach, so ärgerlich. Ist halt die Frage, ob man irgendwie andere Waffen nehmen kennt, ne? Aber also geht das Clayfish zeigt oder macht eigentlich der Blitzspeer eigentlich relativ gut Schade, finde ich. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das geht, eine große genauso ist oder ob man besser mal andere Waffe probieren tät. Ich meine, gut, ich bin ganz ehrlich, solange er mich nicht verfluchen tut, ist mir es fast egal. Lave ich halt noch mal an. Nur das Verfluchen, das ist dann halt nervig. Aber kann es Sinn, dass der irgendwie zwei unterschiedliche Kristalldinger hat? Irgendwie so blaue Kristalle und so schwarze, oder? Weil ich bin irgendwie der Meinung, dass er mich nicht immer verfluchen tut. Ja, ich weiß nicht. Ist halt die Sache, will man es ausprobieren oder nicht, ne? Ich tendiere ja eher zu nee. Jetzt tun wir einfach mal gerade auslaufen und dann hoffen wir, dass wir ankommen. Du warst fast ein bisschen zu weit links gelaufen. Eigentlich ist das eben richtig gut gelaufen, ne? Hat einfach irgendwie noch so 11 Flakon hat irgendwie noch gefehlt. So 1. Schlabbertrinkchen. Oder 2. Also ich gehe seicht Kopf geknupft. Wie so Bergziege. Ja.
Gut, da rennen wir schnell dran vorbei. Ey, da hat er wieder gezuckt, ne? Schon gezuckt. Das ist einfach, ne? Das ist wie wenn du dann vor ihm stehst und machst so, ne? Ja, du zuckst einfach. Das ist, ach, wenn du weißt, dass er nicht, aber du zuckst dann doch irgendwie. So, wenn ich jetzt so neben denen käme, vielleicht nochmal so da ungefähr. Ich muss halt vielleicht auch einfach zwischen den Schlägen warten, bis ich noch einmal Energie habe, quasi. Ne, bleib doch jetzt immer stehen. Herrgott, du nervt der noch einmal. Bist aber auch nervig. So, jetzt, ne. Ah. Der bleibt da nicht stehen, der Kerl. So, jetzt bin ich wieder in der Mitte. Die habe ich nicht kommen sie allebei. Die habe ich wieder nicht kommen sie. Und ich sehe auch nichts. So. Ach, jetzt ist da so großes Ding im Weg. Dass er sich aber auch manchmal so wegbeamen kann, hä? Alter, bleib doch bitte mal stehen mit deinen Tentakel. Du musst doch jetzt nicht nur die ganze Zeit im Kreis rumhupsen. Ach, ich weiß halt immer nicht, ne? Da ist jetzt halt eigentlich alles voll, ne? So, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen neben denen kämen, dass wir vielleicht von denen... Nimm, nein, nimm doch Schlapper dran, komm. Pfeift er das Ding doch rein. Einfach wie Schnaps, wie Schott, kurzer. Fertig. Ich meine, verflucht sind wir nicht. Das ist halt immer das Gute an der Geschichte. Aber, ach, der Weg ist halt so nervig, ey. Falsch. Ich weiß nicht. Oder wir müssen halt wirklich an der Waffe. Ich weiß nicht. Oder sollen wir halt mal nochmal hier unser Fleisch geht das doch ein bisschen besser und schneller. Wo haben wir es dann? Aber normalerweise, ich weiß ja nicht, also ich finde eigentlich hat der Blitzspeer gar nicht so schlecht performt. Es ist halt, ne, die grüne Leiste ist halt dann einfach irgendwann leer und das ist dann halt immer die Geschichte, ne? Vielleicht hätte ich doch auch mehr in Ausdauer leveln müssen, aber... So. Dieses Kristallgedöns, ich hab halt noch nicht so welche. Manchmal ist das nur Form und manchmal ist es komplett um nur drumherum. Wenn es komplett um nur drumherum ist, dann mischt man halt quasi Fattlarve. Dann müssen wir noch... Großer Pfeil. Wenn ich das jetzt ausrüste...
Nimm da dann direkt die richtige. Wie wechseln ich jetzt so ohne die Pfeile? Gar nicht, hä? Der kann doch dann einfach direkt die richtige Pfeile nehmen, oder? Das geht auch nicht, oder? Wer Pfeile, Honig, was muss ich denn da nehmen? Ach, Drachentöterpfeile. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir davon hier noch ein paar gekauft. Ich meine, Drachentöterpfeile, das ist ein Drache. Das kennt ja was Sinn, oder? Ich weiß nicht. So, jetzt so nun. Zack. Schön geradeaus. Jawohl. Auf die Spitze drauf. Wenn der Weg nicht so lang wäre. Welche do und genau do lob ich mir halt Ellenring. Du halt wenigstens direkt vor dem College wieder anfangen, kann ich direkt den nächsten Versuch ballere. Das ist halt, jo, ich weiß nicht. Macht's das jetzt schwerer? Eigentlich finde ich, macht's meistens nur nerviger. Finde ich. So, jo, du, mit dem kannst du spielen, du Pfanne. Mit dem verfluchten Hannes hier. Das ist eine Drache ohne Schuppe. Schuppeloser Drache, jo, ne? Klar. Ach, jetzt kommt er mit seinem Scheiß, du, mit seiner Tentakel. Ach, mich regt das einfach noch immer auf, dass ich den vorher nicht gepackt habe. Das war noch so viel Energie, noch so viel. Mit dem Speer klappt's besser. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der mehr abzieht. Halt kaputt, ne? 26, ey. Die mischt halt, was weiß ich, wenigstens dann 15 oder so. Das Reparaturbulver bringt dir nichts für das Drecksding. Mischt mir jetzt quasi aufleveln, aber ich schon halt gibt grauer Brocke mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beim ersten Mal gemacht habe. Dass ich denen quasi, also, oder bei der ersten A2 Mode halt wirklich gut gelaufen gewesen. Hat er mich nicht getroffen mit seinen Tentakel oder vielleicht nicht so oft. Diese komische Starle, die sind mir, also die, da hat er sie irgendwie mehr eine Pfanne gemacht, nicht um drumherum. Ich weiß gar nicht, blaue Brocke mischt eigentlich ein ganzer Arsch voll Hund. Weil die Viecher, die geben ja teilweise blaue Brocke, ne? Der kostet mich Nerven, der Kerl. Der kostet mich Nerven, ey, ohne Scheiß. Da muss ich echt manchmal die Luft anhalten, ey. Ja, es ist halt eng, ne? Und wenn er dann so Hupser macht, der nicht so richtig ist, ne?
Ich weiß gar nicht, beim ersten Mal, wie ich da jetzt durchgelaufen bin, da hat er so richtig schön hochgehupst, ne? Da konnte ich unten drunter durchrollen und jetzt da nichts mehr. So einem gebrochenen Fuß oder Fußgelenk oder was er da hat. Ja, da ist es. Ich sehe das nicht so, ne? Ich sehe mehr unten drunter, das Schwarze oben drauf sehe ich gar nicht. Die 3 Stück packe ich, und mir schon gedacht, ich packe 4. Ja gut, dann muss ich natürlich dann neu kalkulieren. Wahrscheinlich packe ich dann 4, wenn er nicht doppelhändig, also beidhändig hat. Die Animation ist halt immer so lang, bis er durchgeht, ne? Da bin ich mir immer nicht sicher, macht er es jetzt oder macht er es nicht? Kriege ich gleich schon hinterher oder nicht? So, ne? So die kleinen Ausläufer zum Beispiel. Kannst du bitte mal einfach nur 2 Schläge machen? Nee, stopp, stopp. Stopp. Bleib doch mal. Alter! Jetzt fängt er mit so einem Rotz an. Also, du bist doch eine eklige Kaulquappe, ey. Tintenfisch, du. Du willst Drache sind. Gehörst vielleicht zu der Oktopode. Warum bin ich denn jetzt fast verflucht? Ich war doch gar nicht in dem Shit drin. Ach, fuck. Nein, ich hab nicht gesehen, dass ich... Wann habe ich eine Energie abgezogen, Gret? Ohne Scheiß, wann habe ich eine ewige Energie abgezogen? Ich mir wahrscheinlich gleiche Zeitpunkt, wie ich auch verflucht worden bin, aber ich... Also, da ist schon doch gar nirgends drin gestanden. Ach, jetzt fängt so an. Der Energie, also, ne, 3 cm Energie abgezogen oder 4. Da habe ich der Scheiß jetzt. Wenn du dich halt drauf konzentriere, dass du schön dich mit dem bewegst, ne, und so, vielleicht im richtigen Moment auch eine Rolle kannst. Und dann siehst du halt nicht, dass du, warum auch immer, irgendwo Energie abzugekriegt hast. Das ist halt... So lobe ich mir dann quasi so von dieser Mechanik aus Call of Duty oder so, ne? Doom, glaube ich auch. Wurde dann quasi der Bildschirm so rot wird und das Sichtfeld immer kleiner. Also so, ja, jetzt wird aber Zeit, ne? So halt nicht der Fall. Hähnchen schon wieder aufregen. Genauso den Weg, den ich immer laufen muss. Halbe Weltrace. Der kommt doch seit 10.000 Schritte am Tag, ich nicht. Aber ach Gott, vertraue nicht, dass er da einfach so über die Schlucht drüber läuft. Naja. Ich den jetzt schon gern noch packe, ne? Wenn ich den jetzt noch packe, dann kennt man quasi den Stream sozusagen für heute richtig schön beende. Ich bin nämlich langsam Hunger. Aber, ja, ist halt, du gehst auch nicht mehr weg. Mein verfluchtes Dornröschen, das bleibt auch jetzt für den Rest seines Seelenlebens dort. So, jetzt gehen wir da schön außen rum.
So, ne, so von einem Kristall auf der andere springe und dann so Sprungangriff von oben. 1, nicht getroffen, scheiße war's. 1, 2. Ist halt, wenn du halt nicht treffst, dann gibt's halt nichts, ne? Ich bin extra noch gesprungen. Wie habe ich denn das beim ersten Mal gemacht? Oder beim zweiten Mal? Also sagen wir mal die ersten 2, 3 Mal. Ist das so geil gelaufen geht denen? Da hatte ich mich irgendwie, keine Ahnung, da bin ich so neben gegangen und in dem Moment hat er eigentlich quasi nichts mehr zu bestellen gehabt. Und jetzt, so geht nichts mehr. Nichts. Und ich mache doch eigentlich genauso wie davor auch, oder nicht? Also ich mache jetzt hier nichts anderes. Ich bin auch zwischen die 2 komische Tentakel gegangen, die so Y-mäßig dort weggehen. So bin ich schön dazwischen gegangen. Und dann hat er die meiste Zeit sei Kristallrotz noch Pfanne gemacht und ich hatte meine Ruhe. Und jetzt kloppt er dann alles mit seinen dabbischen Tentakel rum und alles und überhaupt und Kristalle komplett um ne drumherum. Schiss. Ne? Das ist halt immer, wenn es nicht packst, dann ist Schiss fertig. Geh schnell cheatet. Mir schnell fertig, ne? Naja. Wir machen jetzt noch 2 Versuche. Steht denen schon gern noch Packeheit. Dann wäre das halt, wie soll ich denn sagen, dann wäre das quasi so ein schöner Ausklang für den Stream. Ne? Da geht mir gleich mit einem ganz anderen Gefühl in den nächsten drin. Und vor allem, wenn du dann an so einer Stelle aufhörst, ne? Da hast du ja auch immer das Problem, dann wenn du das nächste Mal anfängst, dann bist du halt direkt, du dich in die Brennnessel setzen, ne? Du wärst direkt auf die große Bühne geschmissen. Ja. Hörst du bald auf, mir hinterher zu laufen? Und dass der Zepter durch am ganz anderen Ende von der Geschichte ist. Ah jo, oh. Zieht aber gut ab. Also wenn alle Stricke reise, dann bin ich ganz ehrlich, dann gehe ich an, dann hole ich mir noch, wie hat er mich jetzt getroffen? Dann hole ich mir noch 20 oder 50 Drachentöter-Pfeile und dann kann er mal gucken, was er macht. Da stelle ich mich da hin an und dann geht die Post ab, fertig. Kann der dann nicht immer ruhig bleiben? Alles im Kreis. So Traumtänzer, du ey. www.traumtänzer.de oder was? Was ist denn jetzt? Was ist du? Warum bin ich jetzt gestoppt? Erklär mir das mal bitte, eine. Da war nichts. Da war kein Starrle auf dem Boden, der hat nicht geschlagen und nix. Drachentöterpfeile.
das ist aber auch lame irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich will den jetzt ordentlich packen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo man die kaufen konnte, aber ich hatte sie irgendwo gesehen. Wo ich mir irgendwie, ich glaube, ich hatte mir gedacht, jo Gott, die sind mir jetzt da hier, oder jo, die brauche ich nicht, oder jo, schon hier 5, irgendwie war das. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ich war halt relativ nah an dem dran, aber normalerweise, du war ja, der hat mich ja nicht getroffen eigentlich. Jo, ich meine, gut, wir wissen ja alle gar, wie die Hitboxen in dem Spiel sind, ne? Muss man natürlich auch fairerweise sagen. Das kostet never leid. Mehr Hubs gleichzeitig. Zum Ausgleich. Nicht, dass du nur das Kristall irgendwie wie so Wip eine Unne schwingt und du runterfällst. Du hupst dich gerade auf die andere Seite fertig. Ich meine, den W-Stehende kennen wir jetzt, ne? Da wissen wir jetzt, wie wir laufen müssen, ne? Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir den Trottel kaputt machen. Das war vorhin so knapp, ey. So knapp war's. Ich kennt mich so eiere und ich weiß immer noch nicht, warum ich dann in dem Moment gestoppt bin. Schon wahrscheinlich war der grüne Balge wieder leer. Es ist einfach so ärgerlich. Und seitdem ist er irgendwie besser geworden. Da hat er gemerkt, du, das wird doch knapp, jetzt du mir doch lieber Schippchen drauflegen. Das geht sonst nicht. Komm, geht das nicht, dass der von hinten der ins Kreuz drin hupst. Ne, der erste, der wahrscheinlich in so guter Leichtfuß, ne? So wie du, ne? So Ghetto, ne? So, oh, du den Schlag antäusche, ne? Und dich musst du zeigen, was du für Waschlappe bist, weil du zugeduscht, ne? Und jetzt du geht nichts mehr. Geht nichts mehr. Ja gut, dene Angriff, ne? Dene kriege ich halt irgendwie nicht so auf die Reihe. Wann der kommt irgendwie. Ah, jetzt bin ich vor ihm. Das ist schlecht, nein, das ist schlecht. So, nee, Werne wollte ich. Bleib doch bitte, muss stehen jetzt. Musst du dann du immer... Lass der mich doch nicht durch. Herrgott, du Nerveter, du bist aber auch ein Nervequetsch. Ah, ich bin jetzt quasi hinter ihm. Kaum gesoff, wieder alles weg. Alter. Ach, du hast aber auch keine Chance, ey. Der hat ja Tentakel, die sind hier so breit wie der halbe Raum, ey. Und wenn mir den Weg nicht alle 50.000 mal geben mischt, ey. Muss der wieder genau in dem Moment weglaufen, wo ich da over runtergerupft komme. Ja, du gleich den Bogen nochmal wechseln, wenn nicht du mehr vielleicht schon weiter hin mit dem Langbogen, bis ich drauf schieße. Aber der wird halt kaum was abziehen, ne?
Fällt mir bald nichts mehr ein. Fällt mir bald nichts mehr ein. Also habe ich das doch beim ersten, zweiten, dritten Mo, wo ich dann die Hälfte oder fast komplett die Energie von dem abgezogen, habe ich das doch genauso gemacht. Bin ich schön neben dem geblieben, zwischen den zwei Tentakeln und dann hat es Essig gegeben. Warum funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Hat er irgendwie was geändert oder Angriffsmuster? Keine Ahnung. Das ist Pfanne. Vor der ich mich hingehe, ne? Da ich mehr so von hinten komme. Wie im Knascht. So. Ja, jetzt hat er wieder den Dreher drin, den Drehwurm und jetzt ist wieder alles rum. Macht er wieder den Traumtänzer-Club. Noch eine. Renn, 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 renn. Nein, nein, nein. Alter, wie schnell dreht er sich dann? Hat der Rolle ohne drunter oder was? Alter, lass mich doch dort durch, ey. Ich sehe nix, ich sehe nix. Alter, was willst denn du machen? Komm, steig auf. Ja, ich möchte mich jetzt heilen, ne? Knapp. Wenn ich nicht renne, dann komme ich nicht noch. Und wenn ich renne, dann habe ich nur eine Ausdauer mehr. Wenn ich schlagen muss. Keine Ahnung, ey. Ist in die andere Richtung vielleicht. Dreht er sich so langsamer. Sieht nicht so aus, ne? Bin ich gleich wieder dumm Eck ingekeilt. Wow. Nur gespannt, ob wir schnell genug da hinkommen, bevor der wieder seine komische Kristallflöcke aus dem Boden rammt. Der dreht dich doch jetzt nicht in einer durch. Bleib doch einfach nur mit deinem Arsch, wo du bist. Wow. Ja, jetzt zuckt der, du, ne? Ich bin doch weggesprungen. Ach, jetzt habe ich nur noch 3 Flakhosen. Der hat noch 3 Viertel von der Energie, ey.
Ach, bitte, bleib doch mal stehen. Knapp. Bleib doch mal stehen. Du musst doch jetzt nicht einfach jedes Mal die scheiß drehende Performance machen, ey. Ah. Bleib doch mal stehen. Wo ist er? Jetzt habe ich natürlich schon noch so Scheißdinge, ey. Mensch, nicht, du kannst bitte einfach mal stehen bleiben. Ja, jetzt bin ich wieder ingekeilt. Nein! Okay, Flakos mehr. So shit, do. Es ist genau ein Ringehups. Genau ein Ringehups. Ich weiß nicht. Diese Dreherei, die geht mir halt tierisch auf den Sack, ey. Das ist die einzige Idee, die ich jetzt noch hätte, wäre, dass wenn der sich halt, dass ich ihm dann 2 Stück auf Pfanne den Ärmel gebe und... Keine Ahnung. Wenn ich ihm Pfanne, ne, wenn er sich so dreht, dann bleibe ich hier oft Pfanne an dem Arm hänge, da ich ihm dann in dem Moment halt einfach nur 2 mitgebe. Fertig. Und wenn er sich dann und dann quasi weitergeht, aber das ist dann halt mit der Ausdauerleiste immer das Problem, ne? Weil dann halt an der Ausdauerleiste oft quasi dann scheitert, dass ich dann im richtigen Moment nicht mehr rollen kann. Oder erinnern kann, wenn ich es brauche. Geht er nur runterspringen, ey. Energie abgezogen kriegt, ne? Ja gut, auf den Zentimeter wird es jetzt hoffentlich nicht drauf ankommen, aber vorhin, das eine Mo, wo es so knapp war, ne? Da hätte mir der Zentimeter wahrscheinlich vielleicht sogar schon gereicht zum Gewinnen, ne? Gut, also. Das wäre jetzt die Taktik. Wenn wir an seinem Arm hängen bleiben, dann kriegt er einfach nur 2 Stück mitgeben. Ich meine, so lange wie wir mit dem Ringelpiez mit Anfasse gespielt haben, also Rundlauf, so lang, sag ich mal, wenn ich dem jedes Mal 2 Stößchen gegeben hätte, der wäre vielleicht tot gewesen dann nachher. Vielleicht auch nicht.
Schade, dass man irgendwie die Ämter nicht irgendwie abschlagen kann. Das wäre cool. Wenn man die abschlagen kennt. Dass er eben nicht so auf den Sack gänge. So, jetzt Nachlauf. Es war nicht viel. Quatsch. So, jetzt können wir vielleicht noch hin an den große gehe. Ah jo, hat er gesehen, wie so Mickelplätsch hat er mich durch die Wand geklatscht, ey. Sollen wir mal vorsichtshalber Schlabbertränkchen nehmen, hä? Ja, das ist halt, ne, wenn er so sei Schlagattacke macht, du mischt halt, du das Land gewinnen, ne? Aber das ist halt so schmaler Grad. Du auf der einen Seite musst du gucken, dass du am dran bist, dass du nicht treffen tust. Dann musst du natürlich aufpassen, dass du nicht so viel abkriegst, wenn er so sei Kristalle aus dem Boden stampft. Aber wenn er dann seine epileptische Anfall kriegt, dann muss ich ja auch gucken, dass du möglichst den Abgang machst, ne? Jetzt, ne, eigentlich ist der Durchgang gar nicht so verkehrt, weil knapp. Nein. Weil Alter, ist ja alles noch nicht fertig. Es reicht auch noch immer jetzt. Zuck nicht so dumm da rum. Denke ich immer, du willst zuschlagen. Das ist bestimmt auch die Absicht hier nicht dran, ne? Ich habe so das Gefühl, dass er gleich wieder irgendeinen Scheiß macht, wo ich keinen Bock davon, ey. 100%ig. Ja, ja. Behalte eine Scheiß grad bei dir, ey. Ajo. Hat er mich jetzt getroffen oder nicht? Schon nichts abgezogen hat, oder? Sieht also aus, wie als hätte er mich getroffen gehabt, eben. Nein! Shit! Jetzt hoppt noch irgendwie noch 5 Flakhorst. Das muss doch jetzt irgendwie zu machen sein. Das gibt's doch nicht, dass du. Nein! Ah, ich wollte gerade wegspringen. Der Eiskönig. Das ist so eine Mischung aus Eis und Kristall irgendwie, ne? Aber der kriegt ja jetzt gleich wieder seine epileptische Anfall, ne? Doch, doch. Ja, kennen wir jetzt. Kennen wir. Nicht, dass er gleich wieder abgeht wie Zäpsche. Ja. Alter, jetzt kommt er wieder mit der Attacke, ey. Wo du nichts machen kannst, außer sterben.
Komm, machen wir den Abgang. Machen wir den Abgang, komm. Komm, das Wetter jetzt zu machen sind nur noch 5 Schläge oder so. Noch einer, komm. Komm, komm, komm. Ja, ja. Gott sei Dank, ey. Schnell war ich einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil ich gedacht habe, es reicht wieder nicht. Pflanzen wir uns da mal an. Und geben wir den Shit hier aus. Und dann würde ich sagen, ist das der optimale Zeitpunkt für heute aufzuhören, oder nicht? Ne? Also, wir haben noch gerade so gepackt Ewe am Ende. Die Taktik ist einfach gewesen, schön neben dem bleiben, beziehungsweise hinterher rennen, 2 Stichelchen machen. Und wenn er seine Trampelattacke macht, dann schön auf Abstand gehe. Da hat das jetzt eigentlich ganz gut geklappt, aber diese Kristalldings vom N, wo er eben so alles um sich drumherum mit Kristalle zu schmeißt, ich keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ausweichen, also wahrscheinlich Abstand halte, ne? Aber wenn ich halt die ganze Zeit Abstand halte, kann ich da nicht treffen. So, das war ja langwierige Geschichte. Die Kristallhöhle ist Geschichte. Den komische Sess, oder wie er heißt, den haben wir auf jeden Fall gepackt mit seinen dappischen Tentakel. Der ist mir ja schon abwesend auf die Nüsse gegangen. Aber am Ende haben wir die Taktik hier ganz gut gehabt, ne? Bisschen No-Lave, 2 Stichelchen mache, wenn er seine Trampelattacke macht, Abstand halle. Und dann haben wir den eigentlich auch relativ leicht gepackt. Ich meine, gut, wir haben alle Flakons aufgebraucht, aber an für sich war das eigentlich jetzt ganz gut gelaufen am Ende. Gut, von daher hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal noch, ne? Bis dann. Ciao.